Es ist toll, mit Tieren in Kontakt zu sein, die so viel größer sind als du. Manchmal passiert es, dass ein großes Schiff mit einem Wal zusammenstößt und bemerkt es noch nicht mal. Mich begeistert es so sehr, dass ich mehr zu ihrem Schutz beitragen kann. Das Mittelmeer ist ein sensibler Lebensraum. Was viele nicht wissen, auch für 11 unterschiedliche Wal- und Delfinarten. Mehrere tausend Tiere. Die beiden größten Walarten sind der Pott- und der Finnwal. Sie ziehen im Sommer tausende Kilometer in das Meeresschutzgebiet Pelagos im Ligurischen Meer vor Sanremo. Seit ich klein bin, träume ich davon, Meeresbiologin zu werden. Ich habe also im Internet nach Projekten gesucht und das von Tethys gefunden und mich angemeldet. Beginn einer aufregenden Woche. Hi, ich bin Sophia. Freut mich, Emma. Sophia von der Organisation Tethys nimmt Emma in Empfang. Eine Woche lang wollen sie im Mittelmeer Wale erforschen. Ich bin total aufgeregt, weil ich denke, dass dies eine einzigartige Erfahrung ist, die ich sicherlich noch nie gemacht habe. Aber ich hoffe natürlich auch, Neues zu lernen und zu verstehen, ob dies mein Weg in der Zukunft sein wird. Der Corona-Test war wichtig, denn auf der Pelagos leben die Forscher wirklich eng zusammen. Hier unten wird die 17-Jährige schlafen. Das ist eure Kabine für diese Woche. Such dir eines der oberen Betten aus. Ich zeige dir auch das Bad. Da kannst du deine Sachen reinhängen. Hoffentlich werde ich nicht seekrank. Wenn doch, nehme ich was ein. Es wird schon eine Lösung geben. Vor der Küste Liguriens liegt das Pelagos-Schutzgebiet. Mit 87.000 Quadratkilometern ist es das größte Meeresschutzgebiet Europas und Heimat von mehr als 2000 Walen, über die nur wenig bekannt ist. Am Hafen von Sanremo würde Sabina Airoldi, Chefin der Forschungsorganisation Tethys, und ihr Kapitän Roberto Raineri gerne mit dem Forschungsschiff auslaufen. Doch es sind schwere Unwetter angekündigt. Total schlecht. Das heißt, es wird sehr schwierig, die Tiere zu beobachten. Du, da kommt ein großes Schiff. Ach ja? Eine Yacht will neben dem Forschungsschiff einparken. Roberto und Sabina sind besorgt, dass ihr kleines Segelboot beschädigt wird. Solche schnellen Boote mit lauten Motoren draußen auf hoher See sind sie die gefährlichsten Feinde der Wale. Die Auswirkungen von Schiffen sehen wir jeden Tag an den Walen. Wir stoßen oft auf verletzte Tiere mit Wunden, die von Schiffsschrauben verursacht wurden. Jedes Jahr dokumentieren die Forscher von Tethys bei Walen schwere Verletzungen. Einem Wal gaben sie den Namen Coda Mozza, abgerissene Schwanzflosse. Immer wieder sahen sie ihn und dokumentierten seine Verletzungen in verschiedenen Stadien. Bis Coda Mozza im Winter 2020 verhungerte. Verantwortlich? Vermutlich ein Zusammenstoß mit einem Schiff. Manchmal kommt es vor, dass der Bug des Schiffes mit einem Finnwal oder einem Pottwal kollidiert. Wer am Steuer des Schiffes sitzt, merkt es noch nicht einmal. Wie hier auf dem Foto.
Hier ist ein Cargoschiff so im Hafen gelandet und niemand hat es mitbekommen. Zur gleichen Zeit, 80 Kilometer weiter nordöstlich, völlig unabhängig vom Wetter, startet in Savona das Passagierschiff der Corsica Ferries in Richtung Bastia. 5000 Tonnen Tragfähigkeit, über 2000 Passagiere. Bis zum Abend will Kapitän Antonio Cuomo mit der Fähre auf der Insel Korsika ankommen. Die Route führt direkt durch das Pelagos-Walschutzgebiet. Als Meeressäuger müssen Wale regelmäßig auftauchen, um Luft zu holen. Sie genau auf unserem Kurs zu finden, kommt nicht sehr häufig vor, aber es kann passieren. An Bord der Corsica Ferry ist auch eine Gruppe Walforscherinnen von der Umweltorganisation CIMA. Freut mich. Mich auch. Sie wollen nun nach Walen Ausschau halten und nach allem, was sonst für das Ökosystem Bedeutung hat. Wenn das Wasser so unruhig ist, kann man aber den Müll nicht protokollieren. Heute ist es diesig, der Horizont kaum zu sehen. Und da Wale entdecken? Hoffen wir mal, dass wir sie bei diesem Wetter sehen. Wir können nur hoffen. Falls Erika oder eine Kollegin einen Wal sichtet, soll die Fähre den Kurs ändern und die Geschwindigkeit drosseln. Die Mannschaft ist dazu bereit, auch wenn Kapitän Cuomo davon ausgeht, dass der Wal dem Schiff ausweichen würde. Ich fahre seit 22 Jahren auf diesen Strecken und ich habe noch nie eine Kollision mitbekommen. Nie. Und uns ist sowas auch noch nie passiert. Dabei hat der Verkehr im Schutzgebiet massiv zugenommen und damit das Risiko für Unfälle mit Walen. Die Meeressäuger haben eine große Bedeutung für das ökologische Gleichgewicht unter Wasser, erklärt Projektleiterin Paola Tepsic. Wale und Delfine werden als Ingenieure des marinen Ökosystems bezeichnet. Das heißt, sie haben eine große Wirkung auf viele andere Tierarten. Sie sind eine Art Schutzschirmspezies. Wenn man sie schützt, schützt man ihre gesamte Nahrungskette. In Sanremo auf der Pelagos ist an Auslaufen hingegen nicht zu denken. Das Team nutzt die Zeit, sich kennenzulernen. Willkommen an Bord. Mein Name ist Mario Gaboaldi. Ich bin Forscher und in dieser Woche Projektleiter an Bord und für die Datenerfassung verantwortlich. Hallo, ich bin Sophia und ich habe gerade mein Meeresbiologiestudium abgeschlossen. Mein Name ist Christina, ich komme aus Spanien und ich bin Teil des Thetis-Teams diese Woche. Ich bin Emma, ich bin 17 Jahre alt und ich bin hier, weil ich herausfinden möchte, ob Meeresbiologie das ist, was ich studieren will. Die Freiwilligen sollen in den kommenden Tagen dem Forscherteam helfen, Wale zu entdecken und zu identifizieren. Das Bedrückende, jeder Siebte ist verletzt. Seit fast 40 Jahren versuchen die Forscherinnen und Forscher von Thetis, die Politik zu überzeugen, Wale besser zu schützen. Das gelingt umso besser, je mehr sie über sie wissen. Wir verfügen über einen der größten Datensätze zur Situation im Mittelmeer und die längste Datenreihe zu Walen. Nach der Einführung ist aber erst einmal Geduld gefordert. Statt Walbeobachtung, Kochdienst. Auf der einen Seite ist es schade, aber auf der anderen Seite lerne ich an Bord zu kochen. In der Mini-Kombüse hilft ihr Francesca, eine Freiwillige aus Wien. Zum Gerstenrisotto soll es Bohnen geben.
800 € zahlen die Freiwilligen für ihre Woche auf dem Schiff. Am liebsten würden alle gleich rausfahren. Aber vom Festland her nähert sich die nächste Regenfront. Kapitän Roberto Raineri trägt die Verantwortung für alle an Bord. Hoffentlich regnet es vorher ab, sonst schüttet es hier ohne Ende. Ich erinnere mich nicht mehr an den Weg, ob wir hier geradeaus müssen. Sabina Airoldi nutzt die Zeit, um auf andere Weise die Wale zu beobachten. Es ist ihr gelungen, die Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs, EMSA, zu überzeugen, aus der Luft die Wanderbewegungen von Walen zu untersuchen. Es ist immer aufregend, weil es ein extrem innovatives Projekt ist. Etwas ganz Neues, etwas, das uns erlaubt, einen sehr wichtigen Beitrag für die wissenschaftliche Gemeinschaft zu leisten. Denn bisher hat dazu noch niemand solche Drohnen benutzt. Sie hat einen Termin am Militärflugplatz in Sarzana. Sabina konnte auch die Militärs für ihre Sache gewinnen. Normalerweise werden von der Airbase aus der Seeverkehr und die Verschmutzung des Meeres überwacht. Heute steht das marine Leben im Fokus. Guten Morgen. Erinnern Sie sich an mich? Wie geht's Ihnen? Also, ich gehe in die Kontrollstation. Die Drohne der EMSA ist startklar. Im Kontrollraum ist eine Mitarbeiterin von Sabina ebenfalls bereit, die Militärs jetzt bei der Walsuche zu unterstützen. Für Drohnenpilot Jean-Jacques Leritz war es zunächst befremdlich. Statt nach Schiffen Ausschau zu halten, soll er jetzt aus 250 Metern Höhe Wale entdecken. Das ist viel schwieriger, weil es die Natur ist. Man muss den Indizien der Natur folgen. Es gibt Spiegelungen auf dem Wasser und die Bewegungen des Meeres. Ich bin es gewohnt, Boote zu beobachten. Diese Mission ist viel schwieriger. Aber es berührt mich, die verschiedenen Wale und Delfine zu sehen. Gerade der Pottwal ist im Pelagos-Schutzgebiet häufig anzutreffen. Bis zu 20 Meter wird er lang, rund 50 Tonnen schwer. Er kann bis zu 3000 Meter tief tauchen und bis zu 2 Stunden unter Wasser bleiben. Anders als der Finnwal ernährt sich der Pottwal nicht von Plankton, sondern von Tiefseekalmaren. Im Sommer trennen sich die Männchen von den Weibchen und ihrem Nachwuchs und ziehen hunderte Kilometer ins Meeresschutzgebiet Pelagos, weil sie hier mehr Nahrung finden. Jetzt müssten die Tiere auf Wanderschaft sein. Die Drohne fliegt nun eine genau festgelegte Route ab. Dank der Sensoren auf dieser Drohne haben wir die Möglichkeit, Bilder zu machen, die es uns erlauben, einzelne Tiere individuell zu identifizieren. Daher handelt es sich wirklich um eine außergewöhnliche Datenquelle. 2 Stunden ist die Drohne nun über dem Golf von Genua unterwegs. Leider erfolglos. Heute konnte kein Wal gesichtet werden.
Beim letzten Flug hatten sie jedoch eine außergewöhnliche Entdeckung gemacht. Eine Gruppe von Muttertieren mit Jungen. Es war eine außergewöhnliche Sichtung, denn in unserer Gegend sieht man normalerweise nur erwachsene Tiere, die zum Fressen hierher kommen. Könnte das an der Ernährungssituation liegen oder gibt es andere Gründe? Die Gründe dafür könnten ganz unterschiedlich sein. Am wahrscheinlichsten ist, dass sie wegen der Ernährung hierher kommen. Wegen der Beute. Wir wissen, dass ihre Futterquelle vor allem Tiefseekalmare sind. Und die sind wiederum sensibel, was Temperaturveränderungen angeht. Deswegen forschen wir hier nach einem Zusammenhang. Sabinas wissenschaftliche Erkenntnisse sind auch für die Küstenwache bedeutend. Denn diese ist nicht nur für die Sicherheit von Menschen zuständig, sondern auch für den Schutz der marinen Natur im Mittelmeer. Mithilfe von Tethys will sie jetzt ein Walwarnsystem für Schiffe entwickeln. So können die Schiffe Präventivmaßnahmen ergreifen, etwa die Geschwindigkeit verringern oder den Kurs ändern, um die Kollisionsgefahr zu verringern. Denn das ist eines der Risiken, denen unsere Wale am meisten ausgesetzt sind. Das Pelagos-Schutzgebiet wird auch als der Nordpol des Mittelmeers bezeichnet. Das Wasser ist ausgesprochen kühl. Den Meeresgrund durchziehen 2000 Meter tiefe Canyons, in denen die Tiefseekalmare leben. Im Gebiet der Canyons halten sich vor allem Cuvier-Schnabelwale und Pottwale auf. Wir stellen in diesem Jahr auch eine große Anzahl von Finnwalen in Tiefen zwischen 1000 und 1500 Metern fest. Das ist eine Besonderheit, denn der Finnwal ist eine Art, die normalerweise in Tiefen von über 2000 Metern registriert wird. In letzter Zeit haben wir auch dank dieser seit Jahren durchgeführten Überwachung einige Veränderungen in der Verbreitung der Art feststellen können. Die Fähre von Savona nach Korsika durchkreuzt jetzt also das Speisezimmer der Wale. Es scheint, dass die Wale, wenn sie zum Atmen auftauchen, ein großes Schiff gar nicht wahrnehmen. Das ist etwas, was wir noch erforschen müssen. Paola, ein Pottwal. Ich habe ihn verloren. Ich habe den Schwanz nicht gesehen, aber ich bin mir sicher. Er war zu krumm, als dass es ein Finnwal war. Ein Finnwal würde in circa 10 Minuten wieder auftauchen. Pottwale bleiben hingegen manchmal bis zu einer Stunde lang unter Wasser. Trotzdem hoffen die Forscherinnen, ihn noch einmal zu sehen. Heute sind die Bedingungen nicht optimal. Heute haben wir trotzdem 2 Tiere entdeckt. Ah, jetzt. Da. Maria, Sichtung. Ah, er ist ziemlich weit weg, vielleicht 2 Seemeilen von unserem Schiff. Der Wal ist leider gleich wieder abgetaucht. Der erste Offizier pflegt die Sichtung trotzdem in ein Warnsystem ein, auf das auch andere Schiffe in der Gegend zugreifen können. Und drosselt die Geschwindigkeit. Wir fahren derzeit mit einer Geschwindigkeit von 16 bis 17 Knoten, also sehr langsam, soft. Wir können die Route jederzeit ändern. In Sanremo hat sich das Wetter überraschend gebessert. Endlich geht es raus aufs Meer. Jeder übernimmt eine Schicht. Nach 60 Minuten wird gewechselt. Die Forschungsorganisation Tethys braucht die ehrenamtlichen Helferinnen. Emma soll als erste Ausschau halten. Das hat niemand erwartet, dass wir heute noch rausfahren. Nach den Wellen, die im Hafen ankamen. Aber jetzt sind wir alle aufgeregt und hoffen, dass wir etwas entdecken. Emma muss nun lernen, Meer und Wetter richtig einzuschätzen und korrekt für das Protokoll weiterzugeben.
Hier musst du drücken, um zu sprechen. Also, wenn du dich entschieden hast, dann gibst du es uns durch. Du musst sagen, Wasseroberfläche 2. Dann schaust du dir die Wellen an, ob sie klein sind oder riesig. Nein, ich würde sagen, Wellen 2. Soll ich direkt reinsprechen? Seegang Oberfläche 2. Seegang Wellen 2. Wetter bewölkt. Sicht 1. Es sind keine Schiffe in der Nähe. Die langen Tage jetzt im Juni sind eigentlich am besten geeignet, um Wale zu beobachten. Aber das wird immer schwieriger. In diesem Jahr ist das Wetter sehr unbeständig. Einem trockenen Winter folgt jetzt im Frühsommer viel Regen. Kapitän Roberto vermutet, dass die Erwärmung der Meere für das unbeständige Wetter verantwortlich ist. Wir stellen in den letzten Jahren eine immer stärkere Erwärmung der Oberflächengewässer fest. Im vergangenen Jahr hatten wir eine Oberflächentemperatur von 29 Grad. Das gab's noch nie. Kannst du mir nicht vielleicht noch ein paar Tipps geben? Ja. Also zunächst teilen wir uns den Raum auf. Und dann immer zuerst mit bloßem Auge den Horizont absuchen. Wenn du einen Spritzer oder einen Sprung beobachtest, gibst du die Richtung an und überprüfst mit dem Fernglas. Ja, und dann überprüfen wir zusammen, ob da tatsächlich etwas ist. Ein paar Vögel können Sie heute sichten. Sie werden im Protokoll vermerkt. Nach 2 Stunden brechen sie aber ab. Für den nächsten Tag ist besseres Wetter angesagt. An der Universität Padua, in der Fakultät für vergleichende Biomedizin und Ernährungswissenschaften, versucht Professor Sandro Mazzariol auf andere Weise die Gefährdung von Walen zu verstehen. Wird in Italien ein toter Wal angeschwemmt, kommt er zu ihm. Mazzariol ist der Forensiker unter den Walforschern. Holen wir das Zeug raus. Nein, nicht diese Messer. Vorsicht. Nimm die schwarzen. Wir legen eines da und eines dorthin. Heute werden sie 2 Delfine untersuchen. Ein junges und ein jugendliches Tier. Delfine sind mit den Walen verwandt. Die beiden Tiere wurden vor der Küste Venedigs am Strand gefunden. Woran sind sie gestorben? Unsere Aufgabe ist es, die Todesursache zu verstehen. Die Erkenntnisse, die wir von diesen Tieren sammeln, diese Autopsien, sind nützlich, um Informationen zu bekommen, sowohl für die politischen Entscheidungsträger als auch für die Behörden, die die Ressourcen im Meer verwalten und die sich gegenüber der EU verantworten müssen. Wir ermitteln, wie viele Tiere sterben durch die Fischerei, wie viele haben Plastik in ihren Mägen oder Schadstoffe im Körper. Das sind die wichtigsten Informationen. Diese Informationen sind auch nützlich für das Handling potenzieller Konflikte mit menschlichen Aktivitäten. Gerade Fischernetze sind tödliche Fallen für Delfine, wenn diese versuchen, im Netz gefangene Fische zu fressen und sich dabei verheddern. Der jugendliche Delfin hat einige Schrammen am Rücken, Abschabungen. Ein Hinweis? Von außen betrachtet ist es in der Tat sehr schwierig. Ich kann hier einige Informationen sammeln. Aber einen ersten Eindruck abzugeben, wäre wissenschaftlich falsch. Was ich hier sehe, ist eine ganze Reihe von Läsionen. Aber diese Erosionen sind Dinge, die durch die Krebse und andere Tiere am Strand entstehen. Nach der Todesursache von Meerestieren zu suchen, ist eine junge Disziplin. Studierende und Doktoranden sollen das von Professor Mazzariol nun lernen. Masken für alle sind hier.
Und seht zu, dass ihr Stiefel bekommt, weil sie wahrscheinlich nicht für alle reichen. Die Tiere müssen aufgeschnitten werden. Viele hier haben das noch nie gemacht und sind gespannt. Diese Tiere sind sozusagen Wächter. Sie sagen uns, was im Ozean passiert. Die Nekroskopie gibt uns die Möglichkeit, etwas zu entdecken, was wir noch nicht wissen. Im Saal riecht es streng. Eine Leichenschau bei Tieren nennt man Nekropsie. Sie folgt einem präzisen Ablauf, den die Studierenden nun genau befolgen sollen. Es ist wichtig, sich nicht zu früh auf eine Todesursache festzulegen, sondern die Tiere gründlich zu untersuchen. Zunächst äußerlich. Nicht scheu sein, fass das Tier an. Zuerst geht es um die Geschlechtsbestimmung. Wir haben 2 männliche Exemplare. Bitte fangt mit dem Vermessen an. Und wir brauchen dann auch alle anderen Daten, denn wir müssen sie in die nationale Datenbank für Strandungen eintragen. Die Nachwuchswissenschaftler studieren entweder Tiermedizin oder Meeresbiologie. Schnell legen sich die Berührungsängste. Nach 10 Minuten sind die beiden Tiere äußerlich untersucht. Ignacio will nicht spekulieren, was die Todesursache sein könnte. Es ist erst der Anfang. Wir haben erst die Maße genommen. Aber wir haben noch nicht mit der Autopsie begonnen. Es ist zu früh für eine Diagnose. Im Inneren des Delfins werden sie gleich weitere Hinweise finden. In Sanremo geht es am nächsten Morgen früh los. Sabina ist zurück. Ein bisschen Frust wegen der Warterei hat sich angestaut und in den Kojen war an gutes Schlafen nicht zu denken. Jetzt soll es der Tag der Wale werden. Heute ist ein schöner Tag. Wir sollten weit rausfahren können. Hoffentlich werden wir was sichten. Sabina wird die Expedition nun leiten. Die Tethys-Chefin hatte in ihrem Biologiestudium noch zu Insekten geforscht. Später hört sie von den Walen im Mittelmeer und beginnt sich zu interessieren. Sie nimmt an Forschungsfahrten teil. Eine bringt sie hierher, vor die Küste von Sanremo. Nachdem ich das gesamte italienische Meer bereist hatte, war ich an einem Julimorgen um 6:20 Uhr plötzlich umgeben von 11 Walen. Ich wusste nicht, wohin ich schauen soll. Und da wurde mir klar, dass das für die nächsten 30, 40 Jahre mein Leben sein soll. Sabinas Assistent Mario lässt ein Mikrofon ins Wasser. In 30 Metern Tiefe wird es nun hinter dem Boot hergezogen. Mit Hilfe des Mikrofons wollen die Forscherinnen und Forscher die Stimmen von Walen und Delfinen orten. Die Tiere verständigen und lokalisieren sich über Laute und das Gehör. Bis zu 10 Seemeilen entfernte Tiere kann das Mikrofon aufnehmen, solange kein großes Schiff vorbeikommt. Das ist dann ein kontinuierliches und direktes Störgeräusch. Schiffe, Fähren stören alle die Laute der Wale, die sie für ihre Kommunikation benötigen und zum Sehen. Wenn es für uns schon unerträglich ist, die wir Kopfhörer ablegen können, die Tiere können das nicht. Emma übernimmt eine Aussichtsschicht und macht gleich eine Entdeckung. Auf 1 Uhr.
2 Uhr. Es sind Delfine. Ich höre sie immer lauter. Klicks und Pfiffe. Katharina kann die Störgeräusche herausfiltern. Das sind Klicks zur Verortung, die die Tiere von sich geben, um die Umwelt zu erfassen. Diese Linien sind die Pfiffe zur Kommunikation. Das ist ein wunderschöner Pfiff. Was sie sagen, können wir nicht verstehen. Aber wir wissen, dass diese Delfine miteinander kommunizieren und sich zu einer Gruppe zusammenschließen. Dort! Dort! Sabina und Mario versuchen näher an die Tiere heranzukommen. Mit einem kleineren Boot geht das einfacher. Sie kommen raus. Da. Wir versuchen, so wenig wie nur möglich zu stören. Wir müssen sie fotografisch identifizieren, am besten die Rückenflosse von beiden Seiten. Dort scheint ein kleiner zu sein. Da versuche ich, so sanft wie möglich zu fahren, sehr langsam. Oh mein Gott, er kommt. Die Delfine wirken neugierig, kommen auf das große Schiff zu. Wir wissen nicht, wie viele es genau sind. Manche sind dort, manche hinter uns. Da sind welche. Dann sind die Delfine auch schon wieder verschwunden. An Deck wird alles protokolliert. Die Pelagos fährt weiter raus. Weg von der Küste, dorthin, wo die Wale leben sollen. Vielleicht treffen sie einen, den Sabina bereits kennt? Zu Kodamotsa, dem Wal mit der verstümmelten Schwanzflosse, hat Sabina eine besonders enge Beziehung. Sie traf ihn immer wieder und konnte dokumentieren, wie das Tier mit der Zeit an Gewicht verlor. Wegen der schweren Verletzung konnte Kodamotsa nicht mehr jagen. Schließlich griff die Küstenwache ein und Patrouillenboote der Küstenwache eskortierten das Tier buchstäblich von Sizilien bis zur Grenze nach Frankreich. Diese Geschichte zeigt uns den außergewöhnlichen Überlebenswillen dieser Tiere. Aber gleichzeitig auch die Unfähigkeit des Pelagos-Schutzgebietes, diese großartigen Tiere wirklich zu schützen. 2020 stirbt der Wal. Kodamotsas Schicksal ist international unter Forschern bekannt. Das sagen wir Positive, das uns Kodamotsa gelehrt hat, ist die Zusammenarbeit. Wir haben verstärkt interdisziplinär und überregional zusammengearbeitet, haben uns mit den Institutionen, den Hafenämtern, den Universitäten ausgetauscht. Bürger vor Ort haben mitgewirkt. Die Zusammenarbeit hilft uns dabei, diese Tiere zu schützen und besser zu verstehen, was passiert. Zurück an der Universität Padua. Die Studierenden schneiden nun die beiden Delfine auf, um herauszufinden, woran sie gestorben sind.
Wurde ihr früher Tod vom Menschen verursacht? Im Mageninhalt und in den Lungen finden sich am ehesten Hinweise. Aufwendige Untersuchungen toter Tiere dienen auch dem Menschen. Oft haben diese Tiere sehr ähnliche Krankheitserreger, nämlich die gleichen, die uns schaden. Und so hat man in Europa verstanden, dass eine sorgfältige Beobachtung von Wildtieren hilfreich sein kann, um potenzielle Probleme auch für die menschliche Gesundheit zu verhindern. Beide Delfine sind gut genährt, die Mägen aber leer, dafür voller Parasiten. Die Studierenden nehmen Gewebeproben und beenden die Obduktion. Ignacio glaubt, dass sie die richtige Spur gefunden haben. Ich denke, wahrscheinlich war es eine Infektion, verursacht durch die Parasiten, also eine natürliche Todesursache, kein menschlicher Einfluss. Professor Mazzariol ist sich da noch nicht sicher und will die Auswertung der Gewebeproben abwarten, die einige Wochen dauern wird. Denn nach seinen Erkenntnissen sind die größten Gefahren für Meeressäuger mikroskopisch klein. In den letzten Jahren finden wir Dinge, die wir früher so nicht gesehen haben. Die Verbreitung von all diesen Viren, Bakterien, Krankheitserregern. Wenn man bedenkt, wo sie eigentlich hingehören, das macht uns große Sorgen. Bei extremem Hochwasser, wie in der Emilia-Romagna im vergangenen Sommer, nimmt das Wasser beispielsweise Erreger von gedüngten Feldern auf und spült sie ins Meer. Für das Immunsystem von Meeressäugern sind diese Erreger unbekannt. Wir haben festgestellt, dass es in einigen Gebieten durch den starken Zustrom von großen Wassermassen und vor allem Süßwasser nach Regenfällen ins Meer auch eine erhöhte Sterblichkeit bei Delfinen und Schildkröten gibt. Oft steht diese Sterblichkeit im Zusammenhang mit den bereits erwähnten Bakterien wie Salmonellen oder Listerien, die durch die Tierhaltung an Land eingetragen werden. Wenn Wale erkranken, können sie die Orientierung verlieren und stranden oder mit Schiffen zusammenstoßen. Oder sie zeigen andere seltsame Verhaltensweisen, wie dieser Wal im Hafenbecken von Sorrent im Jahr 2021, der seinen Kopf gegen die Hafenmauer schlägt, möglicherweise ausgelöst von Erregern. Wir müssen anfangen, uns bewusst zu machen, dass wir unsere Beziehung zum Meer und seinen Bewohnern ändern müssen. Das heißt, wir müssen sie wahrnehmen, so wie wir auch viele Arten an Land wahrnehmen, Wölfe, Bären und so weiter. Wir müssen unsere eigenen Strategien für das Zusammenleben finden. Unterdessen nimmt die Pelagos Kurs aufs offene Meer, in der Hoffnung, endlich Wale zu entdecken. Mario, schau mal, auf 1 Uhr. Ich habe was gesehen. ...200 Meter. Probier mal. Ich glaube, ich habe was gesehen. Ein Atemzug und ein Sprung. Ob Sabina recht behalten wird? Alle helfen jetzt mit. Anders als Pottwale tauchen Finnwale kürzer. Wenn es ein Finnwal ist, müsste er, um zu atmen, nach circa 10 Minuten wieder hochkommen. Roberto versucht jetzt wieder das Tempo anzupassen, bloß den Wal nicht verschrecken. Wir sind nah an ihm dran. Aber er ist abgetaucht. Jetzt macht er einen Long Dive, geht in die Tiefe. Unter Wasser bewegen sie sich schnell. Jetzt müssen wir schauen, wo er auftaucht. Und dann ist da noch ein anderer, etwas weiter vorne. Wenn wir den einen identifiziert haben, fahren wir zu dem anderen. Wie viel Zeit ist vergangen? 9 Minuten?
Ein Finnwal, knapp 20 Meter lang. Sabina kennt ihn nicht. Siehst du noch den zweiten Wal? Dann springt auch der zweite Wal. Es ist kein bekanntes Tier. Dennoch Begeisterung an Deck. Beide Wale tauchen immer wieder um die Pelagos auf. Ein wunderbares Gefühl, denn ich habe noch nie einen Wal gesehen. Es ist wunderbar, mit einem Tier in Kontakt zu sein, das so viel größer ist als man selbst. Wir haben einen Finnwal entdeckt. Und auf der Finne hat er eine weiße Markierung. Keine natürliche, eine Narbe. Entweder von einer Schiffsschraube oder wahrscheinlicher von einer Angelleine. Sich zu nähern, ohne sie zu stören, war wunderschön. Und dann diese 2 Sprünge waren fantastisch. Ein Geschenk. Ein würdiger Abschluss der Woche. Auch nach Hunderten von Malen. Am Anfang ist es natürlich immer das gleiche tolle Gefühl. Aber dann überwiegt die Forscherin in mir. Ich weiß, dass ich Daten sammeln muss. Ich bin überzeugt. Eigentlich seit dem ersten Tag schon. Durch die Gespräche mit den anderen Biologen und den Mädchen hier. Und jetzt bin ich noch überzeugter. Das will ich studieren. Zurück im Hafen von Sanremo. Chefin Sabina hat es gleich wieder eilig. Sie will sofort alle Aufzeichnungen auswerten. Ich muss gehen. Kaum sind wir da, gehst du. Der Motor läuft noch. Ciao, wir sehen uns. Sabina will in den nächsten Wochen wieder Politiker und Behördenchefs treffen. Sie wird nicht nachlassen in ihrer Arbeit für den Schutz der Wale. Und die Crew? Sie wird weiter mit Freiwilligen zu Walbeobachtungen aufbrechen. Der Sommer ist noch lang.